Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am D-Kanal guckt. Ihr könnt auch Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An unserer letzten Schaffwoche für Christtag bis den 20. Dezember zu Brüssel, wenn ein Keier viel lass am Europäischen Parlament. Höchstpunkt war natürlich eine kurze Plenarsitzung, wo über den Sommer vom 14. Dezember von der portugiesischen Präsidenz zu Brüssel diskutiert wurde. Nachdem es ja den 13. Dezember zu Lissabon ganz feierlich den neuen Vertrag, den der Verfassungsvertrag ersetzt, unterschrieben wurde. Damit als den Vertrag von Lissabon, wie ihn dann heißt, wollen an der portugiesischen Hauptstadt unter der portugiesischen Präsidentschaft unterzeichnet geben, dafür ist den aber noch nicht in Kraft. Muss nach von den 27 Ländern ratifiziert gehen. Die meisten werden das an ihre Parlamente machen, wie zum Beispiel auch bei uns zu Lützeburg. Nur Irland muss aufgrund von seiner Verfassung ein Referendum auffallen. Es gibt natürlich immer in anderen Ländern Druck gemacht, ein Referendum zu organisieren, besonders von den Gegnern von dem Vertrag, die hoffen, dass es dann immer so geht wie 2005 in Frankreich und in Holland, wo die Leute schon eigentlich nicht gegen Europa gestimmt haben, mehr gegen die Regierung oder gegen zu viel Immigration, besonders aus Drittländern, für diese fälschlicherweise Europa verantwortlich machen. Ungarn hat den Vertrag von Lissabon schon ratifiziert. Das ist eine regelrechte Performance. Sie müssen mehr schnell Decisionsprozeduren an ihrem Parlament tun oder sie haben direkt am Oktober angefangen. Mehr schneller wie mir, weil man am besten Willen werden mehr zu Lützeburg aber ein paar Wochen brauchen, für an der Chambre ein Ratifizierungsgesetz zu stimmen. Das muss ja auch für ein Votum vom Staatsrat avisiert gehen. Es gibt natürlich Politiker, auch zu Lützeburg, die bei dem neuen Vertrag von Lissabon lorem von allem Gläscher am Käse gesehen, wie zum Beispiel der Sozialist Robert Goebbels. Wie viel Profilneuros do der Hand stößt, will ich nicht analysieren. Als Europadeputierte will ich aber Eisebierger sagen, dass wir mit diesem neuen Vertrag durchaus leben können, auch weil das Europaparlament und die Nationalparlamente mehr zu sagen kriegen. Wir können, wenn den Treaty in Kraft ist, an 181 Politikbereiche am Europäischen Parlament mitschwätzen und mitentscheiden. Das trifft zum Beispiel dann auch so auf die Agrarpolitik, die Migrationspolitik, die Regeln von zum Beispiel Tempolimiten auf den Straßen oder auf Polizei zusammenarbeit, für dann nicht mehr pur zu nennen. Ich muss an diesem Zusammenhang daran erinnern, dass Politik die Kunst des Erreichbaren ist. Wir kriegen durch den Vertrag nicht direkt, mehr spätestens 2019, mehr einfach Decisionsprozeduren, die wir brauchen, ohne dass aber an wichtigen Domänen, wie zum Beispiel was Steuern angeht, Sozialpolitik, durchgemischt geht, am Conseil des Ministres aufgeschafft wird, was für mich ganz wichtig ist. Ich bin also nicht himmelhoch jauchzend und noch nicht zu Tode betrübt, mehr realistisch. Ich hoffe, dass wir es fertig bringen werden, dass an den 27 Memberstaaten von der Europäischen Union dieser Vertrag 2008 ratifiziert wird, sodass in 2009 in Kraft treten kann. Und da gehen wir weiter. Sommer zu Brüssel für darüber nachzudenken, wie es noch 2010 weitergehen soll, eine sogenannte Gruppe de Reflexion angesagt. Es ist schon nicht dagegen, dass erfahrene Politiker, früher Christen an ihre Länder und an Europa so ein Exerzice machen. Diese Gruppe de Reflexion gouf hauptsächlich angesagt, weil der französische Präsident Sarkozy das wollte.
Diesen ass natürlich net nimmen und italienischen Topmodellen interessiert, méi och darunter, dass iwwer weiter Elargissementer vun der Europäischer Union no gedurcht gëtt. En anderem och darüber op Türkei beitreten soll. Hier nation der Läng der Meinung, dass Türkei kein europäisch Land ist, an der eng privilegiert Partnerschaft mit der Türkei eigentlich enger voller Memberschaft an der Europäischen Union vorzuziehen wird. Mehr die Aufgabe von diesem sogenannten Gruppe de Reflexion, den sich aber recht nur 2010 äußern soll, als ziemlich verschwommen. Sicher hat sich die portugiesische Präsidentschaft auch am Europaparlament selber beglückwünscht, dass den Treaty überhaupt zustande kam. Autokongratulation als hier vorgeworfen ging, aber sie kriegt doch viel verdienten Lob, auch unter anderem für den Afrika-Summit, den auch von 2 Wochen zu Lissabon stattfand hat. Ich selber bin der Meinung, dass man aus dem Afrika-Summit von allem die Lektion ziehen müssen, dass man trotz dieser vielen Suchen, die man ja die Europäische Union an als Memberstaaten differenzieren, dass man aber immer mehr provoziert und immer mehr respektiert gehen von den meisten afrikanischen Ländern. Ich bin gar nicht so euphorisch, wie sich ein Außenminister und ein Entwicklungsminister zu Lützeburg nur dem Afrika-Summit an den Lützeburger Medien geäußert haben. Es war sicher kein Erfolg für Europa, mit einer fatzige Ernüchterung, was die Haltung von unseren afrikanischen Freunden zwischen Gänsefäßerscher betrifft, aus der wir hoffentlich bald die Courage und Konsequenzen zu ziehen. Das gesagt, als natürlich jeder froh, dass im Christtag am Silvester ein an Euphorie gemacht wird, auch wenn Leute wie ich pertinent wissen, dass das sicher auch viel Zweckoptimismus ist. Mehr so Themen kommen an diese Feiertage so viel besser an, weil sie beruhigen, befriedigen oder befrieden. Mein Gott, für was nicht? Ich wünsche euch alle ein gutes Jahr 2008. Bis dann ein guter Rutsch am Neitjahr, an der wird im Reis nächstes Jahr rumgesehen. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Au revoir.